Kunde der Pharmaindustrie bei den Impfungen ist nicht der Einzelne, sondern sind Institutionen oder gar ganze Staaten. Das sind alles NGOs und die haben Geschäftsführer und die haben Vorstand und die sind billig zu haben. Sie können sie kaufen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war 10 Jahre lang im Vorstand von Transparency International, bis ich herausgefunden habe, dass das Chapter in UK, was sich um Arzneimittel kümmert, zu 40% von Glaxo finanziert wird. Das habe ich dann angesprochen und da mochten sie mich nicht mehr. Zigtausende von jungen Leuten machen ihr Fortune, machen ihr Glück mit Hilfe von diesen Stiftungen, mit diesen Fördermitteln und gehen in diese Schulen und werden da programmiert. Das ist nachhaltig. Und dann gibt es ja noch auch noch die Gendaten, wo man eventuell den Menschen einreden kann, sie haben ein großes Risiko für Krebs, wir kennen ihre Gene. Da würde ich ja vorsichtshalber mal schon was tun. Und wir haben da so ein Präparat. Was ich damit meine, ist, dass wir Krankheiten erleben, Ausbrüche erleben, die sind inszeniert. Und zwar kriminell inszeniert. Es sterben Menschen. Die gehen über Leichen. Nun zu unserem heutigen Gast. Dr. Wolfgang Wodak wird über gesundheitliche Selbstbestimmung sprechen. Er ist Arzt, er war als Gesundheitspolitiker tätig, hat sich eingesetzt und engagiert im Kampf gegen Korruption im Gesundheitswesen und, wie Sie sicher alle wissen, auch für Aufklärung in Sachen Corona in den letzten Jahren seit 2020. Er wird sicher auch dazu etwas sagen, aber wie gesagt, sein Thema ist heute gesundheitliche Selbstbestimmung. Wie ist sie möglich? Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Wolfgang Wodak. Ich bin froh, dass wir einen so schönen Raum gefunden haben in Berlin. Das ist ganz prima. Und vielen Dank auch Ihnen, dass Sie gekommen sind und Interesse haben. Ja, ich bin kurz vorgestellt worden und ich habe mich gefreut, denn morgen ist der 75. Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes. Das ist also ein schöner Anlass, um sich über gesundheitliche und auch sonst über Selbstbestimmung Gedanken zu machen. Und nun ist mein Thema Gesundheit, aber am Beispiel Gesundheit kann man natürlich viel über Autonomie und über Demokratie und über das, auf das wir stolz sind, seit wir dieses Grundgesetz haben, auch sprechen. Ja, zu meiner Person, ich habe die ganze Zeit, also die ganzen Jahre, ich war ja Amtsarzt, habe ein Gesundheitsamt geleitet, habe vorher in Krankenhäusern gearbeitet, bin Lungenarzt, Internist, Arzt für Hygiene, habe Krankenhaushygiene gemacht und ich habe 3 Facharztausbildungen und habe dann noch ein bisschen Epidemiologie studiert in Johns Hopkins University. Da hatte ich ein Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst in den 80er Jahren, da war das noch eine gute Uni. Da war sie noch nicht gekauft, ja. Und da habe ich sehr viel gelernt über Medical Detectives und über Risikoabschätzung und all diese Dinge, über Umweltmedizin hauptsächlich und Epidemiologie. Das war so meine Basisausstattung, die ich auch als Amtsarzt dann gebraucht habe, um die Gesundheitsgefahren, die der Bevölkerung eventuell drohten, ich sage nur die Stichworte Tschernobyl, nicht? Das war ein wichtiges Thema in meiner Zeit, oder AIDS, BSE nachher später. Das waren alles so Themen, wo ich dann mir eine qualifizierte Meinung bilden musste und die Politik beraten habe, auch als Arzt dann. Ja, das Grundgesetz ist wunderbar. Wir haben den ersten Satz, der das Wichtigste am Ganzen ist: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auch dazu habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht in der Vergangenheit, in der Politik. Denn ich habe damals eine Enquete-Kommission beantragt, die Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin.
Und der Schröder wollte die nicht damals. Der wollte das, sagte, das sind Bedenkenträger. Deutschland ist dann nicht konkurrenzfähig, wenn da solche langen Diskussionen dann erst vorgeschaltet werden. Aber es gab einen fraktionellen Arbeitskreis. Wir nannten uns nämlich Bündnis für Menschenwürde. Und wir haben wirklich viele mobilisiert. Wir haben die Lebenshilfe, die Kirchen, Behindertenverbände. Wir haben unheimlich viele Leute mobilisiert damals. Denn es ging darum, was man mit Menschen machen darf und was man nicht machen darf. Die Wissenschaft und die Technik, die können ja immer mehr. Die gehen immer mehr ins Detail, die können kleinste Moleküle, können sie verändern. Sie können das Genom können sie verändern. Sie können da Genomchirurgie machen. Also die können künstliches Leben schaffen. Sie können Embryonen künstlich aufwachsen lassen. Sie können klonen. Und alles, sie können Chimären bilden zwischen Menschen und Tieren. All das gibt es schon, all das ist auch versucht worden. Die embryonalen Stammzellen waren ein wichtiges Thema. Was darf man mit Menschen machen, mit Embryonen machen? Darf man die verwerten? Das geht natürlich nicht, denn die Würde des Menschen heißt, dass kein Mensch einen anderen Menschen zu seinem Objekt machen darf. Wir sind alle Subjekten. All different, all equal. Obwohl wir unterschiedlich sind, haben wir die gleichen Rechte. Und das ist ein schöner Grundsatz. Und immer dann, wenn die Medizin am Menschen rumfummeln will, dann ist die Gefahr, dass dort Leute besser wissen, wie Menschen sein sollen und Menschen so verändern, wie sie meinen, wie sie sein sollen. Und das wäre dann schon mal gegen die Menschenwürde. Das soll jeder selbst bestimmen, wie er sein will. Meine Gesundheit, die definiere ich selbst. Die geht niemandem etwas an. Das war schwer durchzusetzen in der Geschichte. Das hat nicht immer geklappt. Und jetzt diesen Artikel 20 habe ich da noch reingenommen, weil wir ja alles das, die Regeln, nach denen wir uns richten, sollen ja demokratisch entstehen. Das heißt, die sollen von unten nach oben entstehen. Wir sollen uns selbst Regeln geben. Das machen wir mit Hilfe von Vertretern, die wir da hinschicken, die dann diskutieren und die das mit uns rückkoppeln sollen. Und dann sollen sie Regeln machen. Und da muss ja immer Kompromisse gemacht werden, weil die Interessen in einer Gesellschaft sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, da wird gestritten. Und dann, aber die Regeln, die dann mehrheitlich beschlossen werden nach demokratischen Prinzipien, die gelten dann, an die halten wir uns dann. Und wenn jemand das missbraucht, wenn jemand seine Macht missbraucht, dann haben wir das Recht, uns zu wehren. Das sagt dieser Artikel 20. Wie, sagt er nicht. Aber Gewalt sollen wir nicht anwenden. Ja, es gibt dann, was die Gesundheit betrifft, gibt es auch ein wunderschönes Regelwerk. Das ist das Sozialgesetzbuch 5. Das regelt nämlich das Recht der Krankenversicherung. Krankenversicherung als Solidargemeinschaft, das ist das Wichtigste an dem Absatz 1. Als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Da wird nochmal wieder gesagt, dass wir ein sozialer, demokratischer Staat sind und die Solidargemeinschaft diese Last tragen soll. Die sollen wir gemeinsam tragen, wenn jemand krank wird. Und das ist nicht so wenig. Also wenn man mal die Krankenkassen sieht, hier hat eine Krankenkasse mal nachgeguckt und die hat festgestellt, dass es ganz wenige Menschen gibt, die sehr viel Geld brauchen. Das ist eine Last. Andere Menschen brauchen gar nichts. Und hier haben sie festgestellt, dass zum Beispiel 20% der Versicherten über 92% der Mittel verbrauchen. Oder sogar 0,5%, das ist jeder 200. Die verbrauchen allein 20% der gesamten Mittel. Das sind ganz wenig Leute, die ganz viel Geld von uns bekommen, weil sie es brauchen. Und dass damit natürlich verantwortungsbewusst umgegangen werden muss, dass wir alle das ja mit unseren Beiträgen und auch mit Steuern ein bisschen bezahlen. Das verpflichtet eigentlich diejenigen, die da die Verantwortung haben, dazu, das Ganze so kostengünstig und so effizient wie möglich zu machen, diese Hilfe. Und das ist schwer. In dieser Diskussion bin ich politisch groß geworden. Ich habe 15 Jahre im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages gearbeitet und gestritten. Und da werde ich nachher noch ein bisschen was davon
sagen, ich bin im Wahlkreis 1, bin ich erst Amtsarzt gewesen. Und dann hat man mich gefragt, du, dich kennen sie doch hier alle, willst du nicht für uns kandidieren? Das war damals die Zeit, als Björn Engholm Ministerpräsident in Schleswig-Holstein war. Das war ein guter Mann, den fand ich gut. Der hat auch lauter kluge Leute in sein Kabinett geholt. Der hat keine Angst vor klugen Leuten gehabt. Das ist nicht normal bei Politikern. Und deshalb habe ich gedacht, ich dachte erst, die Grünen, das ist sowas, da musst du was für die Umwelt tun und so. Aber dann habe ich gedacht, nee, du kümmerst dich mehr um Gesundheit, das ist was Soziales. Das ist wichtiger für mich. Und dann bin ich in die SPD eingetreten und da haben die mich gefragt, ob ich denn kandidieren will. Und dann bin ich gleich in den Bundestag gerutscht. Also es ging ziemlich flott. Und dann habe ich gemerkt, was in der Politik los ist und wie da gestritten wird und worum es da geht. Nicht um Inhalte, da geht es immer nur um Macht. Immer nur um Macht. Und das ändert sich, wenn eine Partei dann irgendeinen Vorschlag macht, damit sie dann mehr Stimmen kriegt und die anderen sehen, oh, damit kriegt man mehr Stimmen, dann übernehmen sie den. Also ich habe das vom Mindestlohn, das haben die Linken angefangen, dann hat die SPD hat das bekämpft und im nächsten Mal hat die SPD das auch gemacht, Mindestlohn. Und nachher sogar der Arbeiterflügel der CDU, die wollten den Mindestlohn, weil das war ein Thema, was in der Bevölkerung ankam. Das hat mit Inhalten nichts zu tun, das hat mit Macht zu tun. Also diese Dinge und die Machtkämpfe, die Rolle der Parteien in der Demokratie, die habe ich fürchten gelernt. Ich war ja Mitglied in 2 Parteien. Einmal habe ich noch gedacht, jetzt, als es losging mit Corona, dass ich noch bei diesen vielen Menschen, die sich da im Protest organisiert haben, politisch organisiert haben, das war ja die Basis, die dann hauptsächlich dieses Thema aufgegriffen hat. Und die hatten mich gefragt, ob ich in Mecklenburg nochmal für den Bundestag kandidiere. Habe ich gemacht, bin nicht gewählt worden. Und dann habe ich in der Partei noch wieder erlebt, dass die genauso ist wie alle anderen Parteien. Und war sehr enttäuscht. Und dann, wenn man das weiterdenkt, ich habe mir Gedanken gemacht, auch wie das kommt, weshalb haben wir die Parteien eigentlich? Ich habe immer gelernt in der Schule, das sind Organisationen politischer Meinungsbildung. Und da einigt man sich und dann kämpft man da gemeinsam für und so. Aber wenn ich jetzt mal überlege, so eine Partei ist ja in ganz Deutschland zum Beispiel. Aber wenn wir uns in Schleswig-Holstein oder in meinem Wahlkreis, wenn wir irgendwas wichtig finden, dann wollen wir uns doch nicht nach einer Bundespartei richten, sondern wir wollen doch bei uns selber die Verhältnisse neu gestalten. Wir wollen doch das, was wir überschauen und wo wir was sagen können, das wollen wir machen. Und ich denke, was am besten wäre, wenn man in den Wahlkreisen nur Direktkandidaten hätte und keine Parteien. Das hätte zur Folge, dass der Bundestag ein bisschen kleiner wird, wenn dann 400 oder so. Aber die müssten sehr gut ausgestattet sein. Die müssten ein großes Büro haben, die müssten Versammlungsräume haben, die müssten Personal haben und die müssten Rede und Antwort stehen, den Leuten aus ihrem Wahlkreis. Und wenn sie die Leute betrügen oder wenn sie korrupt sind, dann muss man sie mit einem gewissen Quorum jederzeit abwählen können. Und das Ganze macht der Wahlkreis. Das ist keine Partei. Ich sag mal, I have a dream, ja? So. Das Ganze macht nur der Wahlkreis. Und dann schickt er jemanden hin, die können sich alle bewerben und dann muss man natürlich organisieren. Und dann wird da eine Ausscheidung gemacht und irgendeiner gewinnt, meinetwegen hat er noch einen Ersatzmenschen. Aber dann ist der da und das darf keine Lobby geben im Parlament. Die Lobby, wenn sie kommt, das ist ja eine Interessenvertretung, ist ganz legitim, aber die soll zu den einzelnen Abgeordneten kommen im Wahlkreis. Und das soll in öffentlichen Veranstaltungen, sollen sie vortragen, weshalb sie da was wollen von der Politik. Das heißt, keine Hintertürgeschichten. Das sind einfache Regeln, die ich denke, wenn das Politiker sich auf die Fahne schreiben würden, wenn sie uns wählen, dann wollen wir die Wahlordnung so ändern. Ich glaube, das würde in der Bevölkerung ziemlich viel Rückenwind bekommen. Aber noch gibt es das nicht. Und deshalb wechsle ich jetzt mal wieder das Thema. Diese Last, diese Kranken, die eine Last sind, die werden ja
wir sind jetzt, glaube ich, 97 Krankenkassen, also unter 100 Krankenkassen, die im Wettbewerb sind, werden die dann betreut. Und das ist etwas unübersichtlich, sehr unübersichtlich. Diese Last aber, die wir tragen, weil wir selber ja mal krank werden können, weil wir selber das vielleicht mal brauchen, die wird von anderen Leuten ganz anders gesehen. Das sind dieselben Zahlen. Das sind dieselben Zahlen. Das sind Leute, die sagen, wo sind denn die 0,5%, mit denen wir 20% unseres Umsatzes machen können? Wo sind die Selbsthilfegruppen von den chronisch Kranken, damit wir da hingehen können und unsere Produkte bewerben können, damit wir Lobbyarbeit machen können? Das heißt, hier wird Krankheit als Gewinnquelle gesehen. Das ist legitim. Das ist die Wirtschaft. Das ist ein Subsystem unserer Gesellschaft, das als Motor sehr wichtig ist. Da verdienen die Leute Geld und da gibt es Wettbewerb und das geschieht natürlich nach Regeln. Das ist genau wie wenn Sie einen Motor im Auto haben, der muss auch geregelt sein, sonst gibt es Ärger. Das muss alles schön steuerbar sein und kontrollierbar sein. Und wenn die Wirtschaft so geregelt funktioniert und dem Ganzen dient, dann ist sie vernünftig. Wenn sie aber jetzt sowas macht, dass sie den Solidarbereich, dass sie den praktisch assimiliert, dass sie den zum Bereich der Wirtschaft macht, dann ist das so, als wenn der Magen, der ja auch seine Leistung vollbringt, und das Herz vollbringt seine andere Leistung, beide brauchen wir, arbeiten für den gesamten Organismus zusammen, aber wenn der Magen das Herz verdaut, dann wird es schwierig mit der Gesundheit. Und solche ähnlichen Dinge passieren da und nicht nur im Gesundheitswesen. Sie haben die Herde der weißen Schafe, da gab es immer einzelne schwarze Schafe, die haben in die eigene Tasche gewirtschaftet, haben die Hand aufgehalten und dann diejenigen besser bedient, die so ein bisschen extra gezahlt haben. Das sind korrupte Menschen gewesen. Und die sind als schwarze Schafe gebrandmarkt und eliminiert worden, wenn es ging. Und das war deshalb, weil die weiße Herde dafür stand, dass ihr eine Aufgabe anvertraut wurde und sie die ernst genommen hat und die sie gut machen wollte. Das sind so die preußischen Beamten zum Beispiel. Oder das ist auch die Pflegestation der Kommune, nicht, wo man Gehalt kriegt und wo man gute Arbeit macht als Pflegekraft. Aber dann gibt es jetzt Aktiengesellschaften, die haben diese Pflege entdeckt und die bauen überall Heime. Und die haben das Primärinteresse, aber die pflegen ihre Investoren, die pflegen die Aktionäre in erster Linie. Deshalb sind sie da. Und das können sie machen, indem sie Pflege anbieten für Leute, die Pflege brauchen. Je größer die Not, umso höher die Preise. Und das ist natürlich dann so, dass das insgesamt nicht mehr die Funktion hat, eine Gemeindepflege, wenn die übernommen wird durch eine Aktiengesellschaft und das Primärinteresse plötzlich ein finanzielles ist, dann ist der gesamte Charakter dieser Einrichtung pervertiert, ist assimiliert vom Wirtschaftssystem. Und wenn es da denn noch Pflegekräfte gibt, die sagen, aber dafür bin ich doch nicht da, ich muss jetzt immer nur 25% meiner Zeit, muss ich die Leistungen notieren und ich muss mich zertifizieren lassen und lauter so formalen Kram, ich will doch pflegen oder ich will doch mich um die Leute kümmern. Und das hat es gegeben, dass da Pflegekräfte dann laut geworden sind und da gesagt haben, ich brauche die ganze Zeit für irgendwas, damit sie Geld verdienen, ich bin aber dafür da, die Leute zu pflegen. Und haben dann sich beschwert und haben als Whistleblower sind sie aufgetreten und sind dann rausgeschmissen worden, haben geklagt. Eine Berliner Pflegekraft hat geklagt, sogar bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und hat da Recht bekommen. Und das war in Berlin. Und die Berliner Organisation, in der sie gearbeitet hat, die musste dann alles wieder gut machen. Deutschland wurde verurteilt vom Internationalen Menschengerichtshof. Das passiert heute nicht mehr so gut. Der funktioniert nicht mehr so ganz. Ja, das heißt also, unsere Gesellschaft, die hat systemisch sich fehlentwickelt. Es gibt unheimlich viele Bereiche, in allen Bereichen, Subsystemen der Gesellschaft. Ob das eine Gesundheit ist, ob das Forschung ist, wo man für Geld alles die Ergebnisse kriegt, die man haben möchte. Oder ob das in der Politik ist, wo der industrielle Lobbyismus
praktisch viel, viel mehr am Ruder sitzt, als die Menschen, die die Abgeordneten dahin geschickt haben, als die Bürger. Da ist überall, spielt das Geld eine Rolle, überall spielt die Wirtschaft eine Rolle und hat auch die Medien. Wozu ist ein Journalist da? Journalist muss erspüren, was für die Leute wichtig sein könnte, wo sie vielleicht mal Entscheidungen treffen müssen. Was müssen sie wissen, damit sie sich richtig entscheiden, die Menschen, die hier leben, wo ich Journalist bin. Und das muss ich erahnen und muss die versorgen, dass sie ein Szenario kriegen, damit sie sich richtig entscheiden. Und das kann dann unterschiedliche Journalisten können unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Bilder liefern. Aber wir müssen, wenn wir uns entscheiden wollen als Bürger, dann müssen wir informiert sein. Und wenn man sowas kauft und dann den Journalisten erzählt, was sie den Leuten alles weismachen sollen, weil man selber Interessen hat, nicht, als Inhaber eines Mediums, weil man irgendwie seine Anzeigen verkaufen will oder weil man Politik machen will, vielleicht sogar mit Hilfe des Journalismus, dann kommt es zu Fehlentscheidungen in der Bevölkerung, dann dann wird die Bevölkerung krank. Dann funktioniert es nicht mehr mit der Demokratie, weil wir können nur als Demokraten richtig entscheiden, wenn wir Bescheid wissen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, wenn man was entschieden hat, wenn man also sich dafür eingesetzt hat, jemanden gewählt hat, der das macht, auch was man mit ihm besprochen hat, und man merkt, das war falsch. Dann muss man es rechtzeitig merken, dass es gestoppt werden kann, dass man es ändern kann. Das heißt, wir brauchen immer diese Feedback-Schleife, wir müssen immer sofort erfahren, wenn es falsch läuft, wenn es nicht richtig läuft. Das ist die wichtigste Funktion dieser News-Medien. Und bei der Wissenschaft ist es ähnlich. Bei der Wissenschaft, die suchen ja nach Wahrheit. Und das tun sie dadurch, dass sie alles anzweifeln. Die haben ja, wenn sie eine Wahrheit gefunden haben, stellt sich nach 20 Jahren raus, das war gar nicht die Wahrheit. Aber wir können uns trotzdem auf die Wissenschaft verlassen, wenn sie immer alles anzweifelt. Denn dann weiß es keiner besser. Und dadurch, wenn sie das tut, dann können wir im Hinterkopf haben, dass das eventuell trotzdem falsch ist, aber besser weiß man es nicht. Und das nennt man den Stand der Wissenschaft. Und das ist das, was als Grundlage gemacht wird für Entscheidungen von Gerichten, von Politikern, aber auch von Wirtschaftsunternehmen. Dieses, was wir wissen, die sogenannten Wahrheiten, die sind die Grundlage für möglichst richtige Entscheidungen. Und wenn die Wissenschaft käuflich ist, so wie Herr Drosten es gesagt hat, mal bei der Sitzung da im CDU-Fraktionssaal 2019, da hat er gesagt, ja, also die Wissenschaft, die geht dahin, wo sie Geld hat, wo es Geld gibt. Es wird nur da geforscht, wo es Geld gibt, denn Wissenschaft ist teuer. Und wenn der Staat jetzt Geld hat, und er gibt ja auch Geld aus für Wissenschaftsförderung, dann sitzen aber in den Gremien, die diese Gelder verteilen, sitzen wieder Interessenvertreter. Denn es ist wichtig, dass man da seine Leute hinschickt, damit die Gelder an die richtige Stelle kommen. Für die Leute, die da Interessen haben. Also dieses System, diese Gesellschaft, die wir haben, ist systemisch korrupt. Die ist institutionell korrumpiert. Das sehen wir. Wir können den Ämtern nicht mehr trauen, wir können den Behörden nicht mehr trauen. Das sind immer Sekundärinteressen, das sind immer Dinge, die diese Behörden mehr beeinflussen als wir, als die demokratisch, die Macht haben, die Bevölkerung und ihre Vertreter. Das geschieht deshalb, weil es eine Lobby gibt und diese professionellen Zugriffe die Griechen haben das Parasiten genannt. Das sind Menschen in der Gemeinschaft, die an sich denken und von den anderen leben, die anderen ausbeuten. Und gegen diese Parasiten haben die Griechen die Demokratie erfunden, damit die nicht schädlich sein können, damit man das rechtzeitig merkt und dass man die ausgliedert. So ist die Demokratie erfunden worden. Das hat aber nur in den Städten geklappt. Das waren immer kleine Einheiten, wo die Leute sich kannten und wo man auch noch nicht so viel Medien brauchte. Da brauchte man vielleicht irgendwelche Anschläge irgendwo und Reden wurden gehalten. Aber es gab noch eben kein Fernsehen. Und diese parasitären Zugriffe, gegen die haben sie sich also durch Transparenz und durch demokratische Regeln haben sich da geschützt. Und jetzt haben wir aber
wir haben die Interessen, die sich äußern, und die wollen natürlich Einfluss nehmen und die machen Lobbyarbeit. Lobbyarbeit heißt, dass man seine Interessen den Politikern, den Gesetzmachern dann nahe bringt. Das ist richtig, das soll passieren. Und ich kenne es noch, ich war in Bonn ja schon im Bundestag, da war es so, dass dann da kam der Beamtenbund und sagte, wir wollen bei mir eine Pensionsgelder haben. Oder da kamen die IG Metaller und sagten, wir wollen die 34-Stunden-Woche. Nicht? Und dann kamen, oder die Pflege und die Ärzte waren dauernd da, die wollten auch immer irgendwas. Also die kamen immer selbst. Das ist jetzt in Berlin völlig anders. Das sehen Sie, wenn Sie die Karte sehen von Lobby Control, die machen das, haben so eine schöne Karte, wo die ganzen Lobbyfirmen sitzen. Das ist eine ganze Industrie. Die können Sie kaufen. Und die sind nicht einfach plump und sagen, wir wollen die 34-Stunden-Woche. Nein, die psychologisch geschult. Die gucken erstmal, was interessiert den Politiker. Die können Monitoring jedes einzelnen Politikers da kaufen. Meine Studenten haben wir haben mal ein Seminar gemacht über Lobbyismus und die haben sich die ganzen Internetangebote der Lobbyfirmen angeguckt und haben das dann vorgetragen. Das war schon sehr, sehr erstaunlich, was da alles angeboten wird. Nicht nur, dass es da schöne parlamentarische Abende gibt, wo es das wunderbare Essen gibt dann für die Abgeordneten, sondern die bieten AstroTurf an, kennen Sie, ne? Die kümmern sich um Interessengruppen. Die wissen genau, wir kennen die Selbsthilfegruppen, zum Beispiel im Gesundheitswesen haben wir beste Kontakte in die Selbsthilfegruppen. Und wenn da eine Selbsthilfegruppe dann für die Pharmaindustrie interessant ist, weil sie da was verkaufen will, ich war ja Präsident der Rheumaliga, ich weiß, wovon ich spreche, in Schleswig-Holstein, 12.000 Mitglieder, und da kam dauernd die Lobby, die wollten immer uns mit Kaffee und Kuchen, und dann haben sie einen Professor bezahlt und der erzählte uns dann das von den neuen Medikamenten. Und ich habe die immer rausgeschmissen, die ganze Zeit, das war eine harte Arbeit, die waren dauernd wollte da jemand so Lobbyarbeit machen. Die kümmern sich also um Grassroot-Bewegungen. Die Lobby kennt die Grassroot-Bewegung, die man nutzen kann. Jetzt zum Beispiel, wenn Sie diese ganzen Organisationen, Transparency International, Change.org, nicht? Oder was gibt es noch, die Unterschriften sammeln immer und irgendwelche Petitionen dann weitergeben. Das sind alles NGOs und die haben Geschäftsführer und die haben Vorstand. Und die sind billig zu haben. Die können sie kaufen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war 10 Jahre lang im Vorstand von Transparency International, bis ich herausgefunden habe, dass das Chapter in UK, was sich um Arzneimittel kümmert, zu 40% von Glaxo finanziert wird. Das habe ich dann angesprochen und da mochten sie mich nicht mehr. Ja. Also die NGOs sind günstig zu haben und die Lobby hat die besten Verbindungen. Die haben auch die besten Verbindungen in die Medien. Wir haben unsere Leute in den Medien überall. Deshalb kriegen wir ihre Interessen in die Politik ganz leicht transportiert, auch in die Öffentlichkeit. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit für sie. Und wenn es keine Grassroot-Bewegung gibt, dann nehmen sie Rollrasen. Das ist was, ne? Dann bezahlen sie Leute, die einen weißen Kittel anziehen und dann als Ärzte demonstrieren. Das nennt man AstroTurfing. Es wird angeboten. Das heißt, künstliche, nicht oder so, es gibt ja auch jetzt welche, die dann so mit schwarzem Anzug und Kapuze Steine werfen oder so. Oder irgendwie was Böses tun. Die kriegen auch zum Teil Geld. Das heißt, man macht False Flag Operation. Und diese ganzen Tricks können Sie kaufen. Können Sie aber nur kaufen, wenn Sie Geld haben. Und da gibt es welche, die haben sehr, sehr viel Geld. Und die wollen immer mehr. Und die setzen all das ein. Und die stecken die Politik in die Tasche. Das ist wirklich erschreckend. Und da gibt es einige Bereiche, wo es sich besonders lohnt. Und ich will jetzt über einen Bereich hauptsächlich sprechen. Das ist der Bereich, nicht, wo in den Parteien werden ja Programme gemacht und Ziele definiert überall. Und dann wird priorisiert und sowas. Aber das Wichtigste eigentlich ist, da wo die Sprache gemacht wird, wo die Normen gesetzt werden, wo die Begriffe definiert werden. Und da tobt die Lobby. Ich habe mal, weil ich ja sehr viel mit der Pharmalobby zu tun habe, mal einfach aus der Trickkiste der Pharmalobby
einiges genommen, wie die das machen. Die nehmen Einfluss auf die Gesetzgebung, schaffen da Intransparenz, machen Public-Private Partnerships, so gründen neue Organisationen, wo sie denn mit ihrem Geld aber bestimmen, was da gemacht wird. Und die haben also ganz viele Möglichkeiten, auch weil sie großräumig das organisieren können. Dann heißt es immer, ja, im Ausland passiert das ja auch schon längst, weil sie da das auch schon gemacht haben. Und das gibt also, da werden Kommunalpolitiker sowieso ausgetrickst, Landespolitiker auch und Bundespolitiker inzwischen auch längst. Dann haben sie Einfluss auf die Forschung. Also das mit dem goldenen Zügel hat mir der Chef der gemeinsamen Bundesausschüsse, Herr Professor Hecken, mal gesagt. Da habe ich so einen Bericht gemacht über die institutionelle Korruption von medizinischen Fachgesellschaften, die ja finanziert werden, sehr häufig von der Industrie. Und die finanziert so eine Fachgesellschaft ja nicht einfach so, sondern die haben da immer was im Sinn, weshalb sie das machen. Und die Leitlinien, die da erstellt werden, die dann die Ärzte ja leiten sollen bei ihren Entscheidungen, die leiten sie dann oft dahin, wo die Firma sie hinhaben will. Dass sie die Produkte eben vermehrt verschreiben oder benutzen. Und da hatte ich mal so einen Bericht gemacht von Transparency über die Finanzierung der medizinischen Fachgesellschaften, veröffentlicht, und dann bin ich damit zum gemeinsamen Bundesausschuss gegangen. Das ist die Institution hier in Berlin, wo die Kassen und die Ärzteschaft und die Kliniken sich gegenseitig, ja, wo sie sich streiten, was die Krankenkasse bezahlt und was sie nicht bezahlt. Das wird da entschieden. Gibt es noch eine Patientenbank? Ich war lange Patientenvertreter auch da. Die dürfen aber nicht mitentscheiden. Die dürfen nur Fragen stellen und Anregungen geben. Das ist auch schon manchmal ganz gut. Ja. Und der Professor Hecken, das ist der oberste unparteiische Chef, ehemaliger Staatssekretär von der CDU, der sagte, Herr Wodak, das ist ja wunderbar, dass Sie endlich mal dieses Thema aufgegriffen haben mit den Fachgesellschaften. Wir müssen den ganzen Mist nämlich bezahlen, der durch Korruption dann da als Leitlinie hingeschrieben wird. Das machen wir jetzt anders. Ich schlage vor, dass wir das mit einem goldenen Zügel machen. Zügel hatte ich noch nicht gehört, fand ich eindrucksvoll. Das heißt, dass man Geld in die Hand nimmt und das Geld dann dafür gibt, dass die gute Leitlinien machen. Und das macht die Pharmaindustrie ja auch, nicht? Aber er wollte das jetzt aus dem Gesundheitsfonds, wollte er jetzt staatliche Gelder nehmen und wollte, dass wir Kriterien, was sind gute Leitlinien, entwickeln. Und dann haben wir da mitgearbeitet, haben da geholfen, und tatsächlich wurde entschieden, 5 Millionen Euro jedes Jahr für unabhängige, gute Leitlinien, S3-Leitlinien, interdisziplinär gemacht. Und wir waren ganz glücklich. Und dann kam Corona. Diejenigen, die die Zügel in der Hand hatten, das war der Staat, der hat nämlich die Gelder gehabt. Da konnte der Staat plötzlich mit seinen Geldern steuern die Leitlinien. Und dann gucken Sie sich mal die Leitlinien zu Corona an, zu Covid. Da ist nichts drin von Differentialdiagnose zwischen einer Virusinfektion und den Folgen einer Spritze. Da wird nicht, und auch Nebenwirkungen werden nicht erforscht. Wenn Sie da Leitlinien machen wollten, das geht gar nicht. Die sind peinlich, sind die, als wenn die mit Scheuklappen die Leitlinie gemacht haben. Goldener Zügel. Den hat der Staat in der Hand, der Gesundheitsminister in der Hand jetzt. Und da hatte ich damals nicht dran gedacht. Ich dachte nur, die Wirtschaft ist böse. Aber man kann auch mit den goldenen Zügeln auch staatlich eine ganze Menge Unheil anrichten. Und das ist das eine, denn die Patentgeschichte, Monopole, die bringen auch nicht Geld. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, die dann zu verlängern mit Tricks und MeToo-Präparaten und nochmal eine Verlängerung, eine andere Indikation, selbe Stoff, aber andere Indikationen reinbringen. Da gibt es also unheimlich viele Spezialisten, die dieses Spielchen mit den Patenten machen. Die Patentanwälte sind die Anwälte, die am besten verdienen. Und wenn man es sich leisten kann, dann kann man da seine Claims abstecken, wie im Wilden Westen. Ich sage, das ist meins, da kann keiner rein. Bis 15 Jahre haben sie dann Alleinnutzungsrecht. Und dann kann der Preis so richtig hoch sein. Und wenn die Patentzeit abgelaufen ist, dann lohnt sich das nicht mehr, dann wird das einfach nicht mehr produziert. Und wenn kein anderer das übernimmt, dann gibt es das nicht mehr. Das ist weg. Oder man kann Patent auch nehmen,
um ein Feld, was man nicht will, dass da was produziert wird, weil es dann besser wäre als das, was es schon gibt, dann lässt man das Patent liegen und erlaubt keinem, da was zu produzieren. Man kann das Patent benutzen, um zu blockieren. Ja, das sind alles so Tricks, die man da lernen kann. Dann nimmt man Einfluss auf die Gesundheitsberufe, auf die Approbationsordnung, auf das, was die Mediziner lernen, auf die Prüfungsordnung, all diese Dinge. Da ist überall natürlich auch die Industrie dabei und sagt, was die Ärzte lernen sollen und füttert die Studenten schon an in einer Uni. Dann gibt es die Definitionsmacht für Gesundheit. Das gehen Sie jetzt vor allen Dingen in die WHO. Da komme ich gleich nochmal zu. Da wird eine Menge definiert. Ja, und werden auch eine Menge Normen gemacht. Das Herbeiführen von Notlagen, das sehen Sie jetzt immer wieder. Oh, es gibt bestimmte Medikamente, gibt es bald nicht mehr. Die kriegt man nicht mehr. Und dadurch, dass man Notlagen, solche Mängel herbeiführt, dadurch lenkt man entweder das Interesse auf Alternativpräparate, die man gerne verkaufen möchte, oder man macht die Preise in die Höhe. Verknappung ist eine der, nur noch 3 Plätze kennen Sie doch bei jeder Urlaubsreise, nicht? Ja. Ja, Einsatz der Medien. Gut, das sind also viele Tricks, die da benutzt werden können. Und das ist ja so, wenn Sie, ich hatte das gesagt, das wurde in Griechenland wurde die Demokratie erfunden, um parasitäres Verhalten unschädlich zu machen. Und das ist eben der Unterschied. Wenn wir Individuen mit Menschenwürde sind, all different, all equal, haben wir alle gleiche Rechte, müssen wir uns irgendwie einigen, gemeinsam, demokratisch entscheiden, wie wir zusammenleben wollen, nach welchen Regeln. Und wir brauchen diese Autonomie nicht nur als Menschen. Mir kann keiner vorschreiben, was Gesundheit ist. Das kann nur ich definieren. Autonom. Ich kann noch so behindert sein, noch so krank sein. Wenn ich mich sage, ich bin gesund, das geht dich gar nichts an, dann ist das meine Autonomie. Gerade Gesundheit, was meinen eigenen Körper betrifft, da kann mir keiner was sagen. Ja, und das brauchen wir auch als Gemeinschaft. Wenn wir uns zusammentun, dann haben wir bestimmte Dinge, die wir gemeinsam machen wollen, die wir gemeinsam erledigen wollen. Auch da, für die Gemeinschaft, die sich selbst organisiert, ist Autonomie erforderlich. Die müssen autonom entscheiden, wie sie sich selbst zusammentun, zum Beispiel um ihre Kinder, um sich zu helfen beim Großziehen ihrer Kinder oder um bei der Pflege sich gegenseitig helfen. Das sind Sachen, die man als Selbstorganisation eigentlich früher überall, das war das Einzige, was man hatte. Als es noch keine Behörden gab, keine Kliniken gab, keine kassenärztliche Vereinigung und sowas. Als die Menschen im 19. Jahrhundert, als sie auf dem Dorf lebten, bevor die Industrialisierung losging, da war Gesundheit Privatsache. Wenn man gute Nachbarn hatte und da kluge Leute im Dorf waren, die einem helfen konnten, da hat man Glück gehabt. Und diese Autonomie, das ist dann mit der Zeit geändert worden. Denn wenn man parasitär denkt, wenn man sagt, ich will aus den Leuten was rausholen für mich, dann ist das zu kompliziert, wenn es so viele verschiedene gibt. Sondern da kann ich die Leute am besten, kann ich sie kontrollieren und beherrschen, wenn ich sie vereinheitliche. Dann kann ich am besten sehen, wenn einer abweicht. Das heißt, ich muss Monopole schaffen, ich muss einheitliche Regeln schaffen, nach denen sich dann alle halten, dann sehe ich die da nicht mitmachen, dann kann ich sie kontrollieren. Und möglichst großflächig, nicht in jeder Kommune, sondern das muss dann schon deutschlandweit geschehen. Alle nach denselben Regeln. Und das müssen sie auch nachweisen. Dann kann ich sie kontrollieren. Das heißt, da ist ein Herrschaftswille da. Der Herrschaftswille, der steht dieser Autonomie entgegen. Und der Herrschaftswille, der ist sehr, sehr deutlich geworden mit der Industrialisierung. Als die Industrialisierung kam, also im 19. Jahrhundert, da ging das los, da hat der Bismarck zum Beispiel Gesetze gemacht, wie man sich gegenseitig bei gesundheitlichen Problemen helfen soll. Vorher waren die Arbeiter in die großen Städte gezogen vom Lande, wo die Strukturen so sich selbst organisieren, waren sie in die großen Städte, da war plötzlich nichts mehr, da war keine Organisation mehr. Da waren sie, wenn da keiner krank wurde, gab es nichts.
Das war viel Elend, wie in den Slums von den großen Städten in einigen Ländern immer noch. So war es bei uns auch. Die Arbeiter kamen vom Lande, kriegten geringen Lohn, mussten lange arbeiten, Kinder mussten arbeiten und die zogen in die Städte, wohnten schlecht, schlechte Hygiene und da haben sie Vereine gegründet. Da haben sie Selbsthilfevereine gegründet, haben sich gegenseitig geholfen, Kleingartenvereine, haben Gärten gemacht, haben Gesangsvereine gemacht, Sportvereine. Die haben sich organisiert, selbst, von unten. Und das hat der Kaiser und das hat Bismarck von oben, haben sie gesehen, oh, da müssen wir aufpassen, das kann gefährlich werden. Die können ja Gewerkschaften bilden, dann tun sie sich nachher zusammen und wollen mehr Lohn. Und da hat man dann Regeln gemacht. Für das ganze Land, für Deutschland hat man Regeln gemacht, gesetzliche Versicherungsordnung. Und daran mussten sich alle halten, die sich jetzt gegenseitig helfen wollten. Das musste nach den Regeln geschehen, sonst war das ungesetzlich. Das heißt, der Staat hat seine Herrschaft angemeldet und hat die Kontrolle über den Gesundheitsbereich da erstmals implantiert. Das ist eine Methode, die uns immer wieder begegnet, immer wieder begegnet. Denken Sie nur an die Europäische Union. Wie da Regeln gemacht werden, die in ganz Europa gelten. Ich rede nicht vom Krümmungsradius der Gurke, aber ich rede zum Beispiel von der Definition von Gentherapie. Nicht, wo die Europäische Union gesagt hat, Gentherapie, wenn sie gegen Infektionskrankheiten schützen soll, ist keine Gentherapie. Einfach so gesagt. Haben die definiert. Und viele andere Dinge, die dann von der Industrie, bei Bismarck waren das die Schlotbarone und jetzt sind es die Lobbyisten, die in Brüssel viel mehr sind als Politiker und Kommissionsmitglieder, die dann großen Einfluss haben und viel Geld auch haben im Hintergrund. Die Gesundheit, die früher Privatsache war, die wurde staatlich geregelt. Das war Bismarck zum Beispiel und danach auch wurde das immer perfektioniert. Dann gab es die Reichsversicherungsordnung, dann wurde auch die ganze Rente wurde dann geregelt, die Altersversorgung wurde geregelt, das wurde einheitlich gemacht. Und da musste man sich dran halten. Und dann kam nach dem Zweiten Weltkrieg, da kam dann die WHO. Die WHO hat dann gesagt, die Gesundheit, das ist ein Menschenrecht, überall auf der Welt. Die hat das globalisiert. Und die hat die Gesundheit definiert. In Vertrag, WHO-Vertrag, das erste ist ja die Definition von Gesundheit. Ich fand die früher toll, allumfassend, psychisch, körperlich und geistig, sozial, Wohlbefinden und so. Das hörte sich gut an. Was ich gar nicht so wahrgenommen hatte, dass sich da einer anmaßt, uns zu sagen, was Gesundheit ist. Das hörte sich toll an, da konnte man eigentlich nicht dagegen sein. Aber das hieß zur gleichen Zeit, dass da jemand war, der plötzlich definierte. Und diese Behörde, diese WHO, die wurde ja gegründet als Nachfolgeorganisation der Rockefeller Foundation. Die Rockefeller Foundation hat seit 1914 auf der ganzen Welt sowas gemacht, wie die WHO jetzt global organisieren wollte. Die haben vorher in einzelnen Ländern, sind die hingegangen, haben Schulungen gemacht, haben den Menschen geholfen, die Stiftung von Rockefeller. Und haben da Programme gemacht, haben die geschult, haben denen was beigebracht, wie man sich behandelt oder wie man Prävention betreibt. All diese Dinge. Und das haben sie in einzelnen Ländern gemacht. Immer Länder, wo sie gerne hin wollten, wo sie Geschäfte machen wollen. Da haben sie sich da Liebkind gemacht, haben dann auch Alumnis gehabt, haben da Leute ausgebildet, die dann das waren gute Beziehungen in die Länder dann, die man dann auch wirtschaftlich nutzen konnte. Und das haben sie gemacht. Auf diese Weise hat der weltweit mit ganz vielen Ländern Strukturen gemacht über den Pfad Gesundheit und hat dort seine Verbindungen gehabt, die wirtschaftlich nutzbar waren. Und das war dann die Idee nach dem Zweiten Weltkrieg, so jetzt organisieren wir das weltweit, als weltweite UN-Organisation. Und Rockefeller war derjenige, der erstmal Geld gegeben hat für die WHO und der auch bestimmt hat, wer der erste Leiter wurde. Das war ein Psychiater aus Tavistock, von der Tavistock-Klinik, da wo so die ganzen Propagandatechniken entwickelt werden. Und dann ging das los. Und dann haben die gesagt, Gesundheit ist ein Menschenrecht.
Und dann haben sie die Staaten an den Pranger gestellt, die noch nicht genug für Gesundheit tun. Nicht? Und das heißt, sie haben sich Zugang verschafft und haben Druck gemacht auf die Politik in ihrem Sinne. Und die WHO ist ja anfangs dann finanziert worden, nicht mehr so sehr von der Rockefeller Stiftung, sondern die haben die Staaten dann gezwungen, dann Beiträge zu zahlen. Das war allerdings nicht so viel. Und die Staaten waren auch nicht immer glücklich damit, haben manchmal nicht gezahlt, haben sich zurückgehalten. Und dann nachher, und da gab es ja auch politisch diesen Wettbewerb zwischen Ost und West, nicht? Zwischen den kommunistischen Staaten, den kapitalistischen Staaten. Und da konnte man nicht so global agieren, sondern wenn man da irgendwie kapitalistisch jetzt das missbrauchte, dann kamen die von der anderen Seite und sagten, oh, ihr Bösen und so. Und dann gab es Streit bei der WHO. Die waren ja alle da drin. Und als die Mauer fiel, da kam Frau Brundtland. Das ist die norwegische Ministerpräsidentin, die war vorher für Norwegen, hatte sich profiliert im Weltökonomischen Forum und hat Herrn Schwab schon als jungen Mann denn da schon immer umschwärmt. Und die wurde dann Generalsekretärin der WHO, nachdem sie nicht mehr Ministerpräsidentin war. Die hatten sie sich ausgeguckt. Und die ging dann wieder ins Forum, ins ökonomische Forum nach Davos, und die hat dann die Industrie, die Manager, die ganzen Banken und die ganzen reichen Leute da, hat gesagt, sie haben eine Verantwortung für Gesundheit. Die WHO darbt dahin, wir haben kein Geld, wir können nichts tun für die Gesundheit auf der Welt. Ich fordere Sie auf, investieren Sie in Gesundheit, unterstützen Sie die WHO. Da hat sie eine tolle Rede gehalten, ich habe die zu Hause, den ganzen Text. Und das haben die sich nicht zweimal sagen lassen. Da kam Bill Gates, dann sagte ich, ja, ich habe ein paar Milliarden hier, aber die gebe ich natürlich nur für Sachen, die ich gut finde. Und andere kamen so genauso und sagen, ich habe da auch, tu was. Und die haben dann die WHO praktisch übernommen. Die haben sie übernommen und haben nur zweckgebundene Gelder gegeben und haben bestimmt, was die WHO machen sollte. Plötzlich war das nicht so, dass da die WHO war, die ein bisschen was kriegte, damit sie das machen kann, was sie wichtig findet, sondern plötzlich wedelte der Schwanz mit dem Hund. Hat sich das völlig umgedreht. Das war eine Public-Private Partnership und ist immer noch eine Public-Private Partnership, wo die Sponsoren natürlich das Sagen haben. Die schicken da auch die Experten hin, die sie richtig finden, in die Gremien, damit sie Einfluss nehmen können. Das haben wir bei der Schweinegrippe, habe ich das ja in so einem Untersuchungsausschuss, habe ich das sehr gut herausfinden können. Ja, das war nach dem Mauerfall. Da war dann Gesundheit ein Wachstumsmarkt. Auch die armen Menschen in fernen, armen Ländern sollen unsere guten Medikamenten und Spritzen haben. Da müssen wir was tun. Und dann gab es die Impfhersteller, die sich zusammentaten von der WHO, dann Geld sammelten und die dann nach Afrika zogen und erstmal die Studien machten. Und dann nachher versuchten, das da zu verkaufen, meistens auf Staatsgeldern, weil gerade die Impfaktionen, das wendet man sich ja nicht an einzelne Leute, sondern wendet man sich an die Regierung. Und die macht ein Gesetz und dann muss man geimpft werden oder empfiehlt zumindest geimpft zu werden. Und die Regierung zahlt. Der Kunde der Pharmaindustrie bei den Impfungen ist nicht der Einzelne, sondern sind Institutionen oder gar ganze Staaten. Das ist viel einfacher im Marketing. Nicht, sonst muss man zu den einzelnen Ärzten gehen, seine Arzneimittelvertreter überall in die Praxis schicken und den Arzt bequatschen, dass er das alles verschreibt und so. Mühsam. Aber wenn man den Ministerpräsidenten kauft, dann ist das im ganzen Land. Dann werden Millionen Dosen gekauft. Oder sogar die europäische Kommissarin. Dann läuft das Geschäft. Also das Gesundheit als Wachstumsmarkt. Und mit Corona kam dann noch etwas, da waren die Datenfirmen auf der Matte. Die Datenfirmen, die ja auch, was die Wirtschaft angeht, eine steuernde Funktion haben, die genau wissen, wo Bedarf entsteht, die wissen, wie man Bedarf macht, die wissen, wo Menschen in Not kommen können, die wissen die einzelnen Schwächen, die kennen die Schwächen der Menschen, die kennen die Gewohnheiten der Menschen, die können die Gewohnheiten lenken und leiten, je nachdem, was sie denn anbieten bei Google und was sie da finden, wenn sie was suchen. Nicht? Google weiß ja genau, was sie schon dreimal gesucht haben. Nicht? Die wissen ganz genau, was sie angeboten kriegen sollen. Die Datenfirmen sind unheimlich wichtig geworden. Die wollten aber immer mehr wissen. Das heißt, jetzt gibt es ja dann diese ganzen digitalen
die Bemühungen um digitale Ausweise, die ganzen Impfnachweise und die ganzen Gesichtserkennungs- und Fingerabdrücke und diese ganzen biometrischen Daten, die man dann erfassen kann, wo man also, und dann gibt es ja noch die Gendaten, wo man eventuell den Menschen einreden kann, Sie haben ein großes Risiko für Krebs, wir kennen Ihre Gene. Da würde ich ja vorsichtshalber mal schon was tun. Und wir haben da so ein Präparat. Das kann man verwerten alles. Also die WHO setzt Normen. Eine der wichtigsten Normen ist der ICD-Katalog, International Classification of Diseases. Die definieren, was eine Krankheit ist und was dazu gehört. Und beim ICD-Code wird das definiert. Und wenn es eine Krankheit nicht im ICD-Code ist, gibt es sie nicht. Ein Beispiel für einen ICD-Code ist zum Beispiel Covid-19. Gibt es einen ICD-Code, der ist erst 2019 gemacht worden natürlich, weil Covid-19 gab es ja vorher nicht. Das haben sie also irgendwann im Herbst oder im Winter haben sie dann diesen ICD-Code gemacht. Und Covid-19 ist definiert als, da gibt es zwei Diagnosen. Die eine ist Covid-19 mit Erregernachweis. Das ist ein positiver PCR-Test. Und wenn ein Motorradfahrer verunglückt und ein Bein gebrochen hat, kommt ins Krankenhaus, wird getestet, der ist positiv, der Test, dann ist das ein Covid-19-Fall. Und wenn er an dem Unfall stirbt, dann ist das ein Covid-19-Todesfall. Das sagen das ist eindeutig in der ICD-Code, das wird so registriert. Das sind die Fälle, die man dann bei Johns Hopkins an einem Board da sehen konnte. Und dann gibt es eine zweite Diagnose, Covid-19 ohne Erregernachweis. Das ist dann so definiert, dass das jemand ist, der Symptome hat, also Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder so Grippesymptome, vielleicht auch Fieber, aber keinen positiven Test hat, aber der Kontakt hatte mit jemand, bei dem der Test positiv war. Da kann man lachen, aber es ist so. Diese Fälle wurden so gezählt und abgerechnet. Und ich hatte damals empfohlen, die Krankenhäuser, sie sollen doch die Krankenschwester, die positiv getestet war, nicht in Quarantäne schicken, sondern durch alle Zimmer. Ne? Dann haben sie mehr Fälle. Dann hatten die alle Kontakt mit jemandem, der positiv war. Also die ICD-Codes, die sind sehr, sehr wichtig. Da gibt es auch zum Beispiel Post-Covid, Long-Covid gibt es auch einen Code für. Das sind Leute, die dann irgendwelche Symptome haben, ganz viele verschiedene Symptome, aber bei denen die früher mal Covid hatten. Das war ein positiver PCR-Test. Wenn sie früher irgendwann mal einen positiven PCR-Test hatten und sie haben dann Gedächtnisstörungen, sie haben irgendwelche Autoimmunbeschwerden oder irgendwas, aber dann sind sie ein Fall von Long-Covid. Wenn der Arzt das aufschreibt, das geht durch. Und da wird ja sehr viel geforscht auch. Und wenig wird geforscht bei den Nebenwirkungen der Spritzen. Da kriegt man kein Geld für die Forschung. Ja, und die WHO, die definiert das alles, die definiert auch, was Fake ist, nicht was Sie denken. Fake ist Public Health Emergency of International Concern, wird Fake ausgesprochen. Und diese Notlage internationaler Tragweite, haben wir ja erlebt. Das macht die WHO, definiert sie. Und sie sagt auch, woran man sie erkennen kann, mit welchen Mitteln, was man machen muss. Es hat mal zum Beispiel ein Fake hat der Ghebreyesus ausgerufen, was die Affenpocken angeht. Da hat er einen Notfall draus gemacht, da hat er eine Pandemie draus gemacht, Alarm. Hat keiner gemerkt. Aber das hat er versucht und ich habe damals mich totgelacht und dann hatte ich diese Bilder gesehen, dann habe ich mir Bilder rausgesucht vom englischen Nationalen Gesundheitsdienst. Sie hatten lauter so Bilder von Hauterkrankungen. Da habe ich mir eine mit einer Allergie, mit Pickeln, dann habe ich mir eine Akne geholt, einen Herpes und noch so ein paar Sachen, die dann so in Frage kamen. Alles Haut mit Pickeln, rötlich, manchmal mit Bläschen, manchmal nur mit so kleinen Erhabenheiten und so, aber gerötet.
Und dann habe ich einen Quiz gemacht auf meiner Homepage. Welches davon sind Affenpocken? Und hinten war die Auflösung dann zu finden. Die Auflösung ist alle, wenn der PCR-Test positiv ist. Also die WHO kann das alles definieren. Das war denen so peinlich mit den Affenpocken, dass sie erstmal den Namen geändert haben in Mpox. Das haben die denn, das war das erste. Und dann haben sie nachher auch haben sie schnell wieder begraben mit dem Fake. Ja. Also die definieren die Herdenimmunität. Da hatten sie ja mal gesagt, Herdenimmunität gibt es nur, wenn die Herde geimpft ist, sonst zählt das nicht. Das haben sie auch wieder zurückgenommen, weil auch da viele Leute gelacht haben. Ja, die Qualitätsindikatoren. Und dann jetzt kommt ja diese ganze One Health-Geschichte. Und da definieren sie auch alles Mögliche. Nicht? One Health heißt ja, alles hat mit Gesundheit zu tun. Und weil wir euch schützen wollen, eure Gesundheit, müssen wir nicht nur Menschen untersuchen lassen, sondern auch die Kühe. Die furzen nämlich. Das ist Methan. Und das ändert das Klima und das Klima wirkt sich auf die Gesundheit aus. Also kümmert sich die WHO auch darum. Oder sie hat neue Seuchen, das sind die NCDs, NCD-Pandemien. Non-Communicable Diseases heißen die. Das sind nicht übertragbare Krankheiten. Zum Beispiel Fettsucht. Nee, da müssen Sie gar nicht lachen. Das hat katastrophale, von internationaler Tragweite hat das Auswirkungen. Gucken Sie sich doch mal um in einigen Ländern, was das für ein Leid erzeugt. Nicht? Und dann machen die Alarm und dann gibt es aber Ärger in den Ländern, wo das passiert. Da muss die Regierung was tun. Und da gibt es ja jetzt von Novo Nordisk dieses neue Medikament. Kostet zwar ein paar tausend Euro, aber da geht der Appetit weg. Warum tun Sie das nicht? Warum geben Sie Ihrer Bevölkerung nicht die Möglichkeit, nicht gesünder zu leben? Und so denken Sie sich, so können sich jede Krankheit raussuchen. Der Lauterbach hat doch auch im Sommer jetzt gewarnt vor der Hitze. Eine Hitzepandemie, wörtlich. Und ganz gefährlich. Was man dagegen machen sollte, das haben wir diese Dinger kaufen, die so mit dem Ventilator außen am Haus sind und die dann, ne? Und alles elektrisch und so. Ja, das sind alles Verkaufsstrategien. Und die WHO ist die Agentur, mit der man das unter die Leute bringt. Und zwar international, über die Regierung. Und jetzt haben sie ja die Verhandlungen, dass sie sogar den Regierungen diktieren wollen, was sie zu tun haben. Ich halte diese Verhandlungen für Show. Denn das ist ein Riesentheater. Ich weiß, dass die BRICS-Staaten da sowieso nicht mitmachen, viele afrikanische Staaten nicht. Das war vorher klar, dass das uns unheimlich beschäftigt, was die WHO da diskutiert. Und wir sind alle ganz böse. Die wollten sogar die Menschenwürde außer Kraft, wollten sie streichen, haben sie angefangen. Und alle haben sich aufgeregt. Aber in der Zwischenzeit haben diejenigen, die dahinter stehen, die das Ganze, die WHO immer benutzen, die das Geld geben, die haben schon längst die Regierungen alle in der Hand. Die brauchen die WHO nicht. Die ganze Sache, was wir erlebt haben, hat doch ohne WHO neue Regeln geklappt. Australien, Europa, Neuseeland, Kanada. Überall hat es geklappt. Überall liefen die Leute mit der Maske rum, überall haben sie sich spritzen lassen, überall. Da musste man doch die WHO nicht, brauchte man die gar nicht. Die wirkte eher so ein bisschen so nebenbei. Aber die Europäische Union zum Beispiel und die One Health-Geschichte, die ist schon längst von der Europäischen Union verbreitet und ist schon als Programm. Da werden Leute schon, die studieren, kriegen ihre Stipendien für One Health. Die werden ausgebildet. Die ganzen Alumnis, die alle One Health im Kopf haben und dann rumlaufen und überall gucken, was uns krank machen könnte, die werden jetzt erzogen. So ähnlich wie das früher der Rockefeller gemacht hat. Die Global Young Leaders, die Global Young Shapers, zigtausende von jungen Leuten machen ihr Fortune, machen ihr Glück mit Hilfe von diesen Stiftungen, mit diesen Fördermitteln und gehen in diese Schulen und werden da programmiert. Das ist nachhaltig. Ja,
Da braucht man die WHO gar nicht, denn da weiß man genau, wen man zum Präsidenten machen kann und wem man den Wahlkampf bezahlen kann. Das sind Alumnis, die sind überall. Jetzt in Griechenland, ich bin ja in Griechenland viel, da ist jetzt demnächst irgendwann Wahl. Da ist doch diese Partei, das ist eine Kommunisten und Sozialisten zusammen, Syriza hieß die. Tsipras war der Präsident von denen eine Zeit lang. Und das fing ganz gut an und ich hab da sogar ein Gedicht gemacht, ich fand das so toll, über diese Veränderung damals. Und Tsipras, der ist weg und jetzt kriegen die neuen Kandidaten für die nächste Wahl. Der kommt aus den USA. Das ist ein Grieche aber. Ein junger Mann, sportlich, sieht unheimlich sportlich aus, toll, dynamisch, schwul und der ist unheimlich beliebt, wird immer rumgezeigt, überall in den Medien. Der kommt von Goldman Sachs, der hat da gearbeitet. Und das ist ein Kommunist. Man weiß nicht mehr, wo links und rechts ist. Das ist ein Problem. Und ja, das sind Dinge, das sind Strategien, mit denen man die Welt verändern kann. Ganz sehr wirksam. Und die WHO setzt Normen hier zum Beispiel für die Kundschaft, für die Pharmaindustrie haben sie einfach die Normwerte runtergesetzt und haben gesagt, oh, sie müssen schon behandelt werden wegen des Cholesterinwerts müssen sie schon behandelt werden bei 200 Milligramm pro Deziliter. Früher war das 240. Und da haben sie 86% mehr Leute, die behandelt werden müssen. Die haben den Markt verdoppelt. Allein, dass sie den Normwert ein bisschen runtergesetzt haben, sitzen die Experten in der WHO, werden bezahlt von der Industrie und da werden die kommen von Novo Nordisk und sagen, wie schwer man sein darf, wenn man so und so groß ist. Und sonst muss der Staat, da muss der einfach aus Kassenkosten dieses Abnehmmittel bezahlen. Und wer macht das nicht? So läuft es. Und die WHO ist da das Instrument, mit dem Normwerte gesetzt werden. Ich wollte noch mal eine kleine Besinnungspause mal einlegen. Ich wollte Ihnen mal dieses zeigen hier. So, jetzt sehen Sie diese ganzen gelben kleinen Punkte. Das sind alles Flugzeuge. Jeder Punkt ein Flugzeug, 200 bis 300 Leute drin. 10.000 Menschen fliegen jeden Tag um die Welt. 10.000 Menschen. Von Australien, von überall, von Grönland, von Amerika, von Russland, Peking, überall fliegen die um die Welt. Und diese Menschen, die haben ja 30 Billionen Zellen, Körperzellen. Aber sie haben 39 Billionen Mikroben auf der Haut, überall, im Darm, überall haben wir die voller Mikroben. Und ganz komische Dinge dabei. Und im Winter, wenn in Australien Winter ist, haben die da eine Grippewelle. Da sind die ganzen Grippeviren und die kommen dann geflogen und kommen hier im Sommer an. Aber wir werden zum Glück nicht krank. Das muss also nicht an den Mikroben liegen, das kann am Wetter liegen. Oder woran liegt das sonst, dass man nur im Winter krank wird? Vitamin D, engerer Kontakt drin in Innenräumen, gibt es viele Theorien. Aber jedenfalls ist es so, dass die Grippewellen immer im Winter sind. Aber wir haben ja immer Winter auf der Welt irgendwo. Mal auf der Südkugel, mal auf der Nordkugel. Aber dadurch, dass sich das immer austauscht, hat das wohl mit Viren nicht viel zu tun, ob wir krank werden oder nicht. Und wir kennen ja wirklich alle Viren. Die Leute fahren in Urlaub nach Thailand. Und da kann das ganz schön gefährlich sein, was man sich da alles wegholen kann. Oder nach Vietnam, also die können ja überall hinfahren. Und da gibt es ja exotische Krankheiten, die es bei uns noch früher nicht gab und jetzt aber auch nicht gibt. Das heißt, das liegt natürlich, der sagte ja, die sind ja auch geimpft. Das stimmt natürlich nicht, denn gerade in den armen Ländern, da spielt diese Spritze noch nicht so eine Rolle. Aber ich würde Ihnen dieses Bild nur zeigen, weil ich ja immer sage, es sind nicht die Viren. Seien Sie besonnen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass selbst wenn da gefährliche Viren dabei sind oder wenn in einem Labor gefährliche Viren erfunden werden, dass die in dieser Welt mit diesen vielen
Austauschprozesse mit den Menschen, die alles gelernt haben, was es auf der Welt gibt, mit ihrem Immunsystem schon inzwischen, dass die keine Chance haben. Ein Virus, welches uns umbringen würde oder was im Labor gemacht wird und den Labormitarbeiter umbringt oder seine Familie, hat keine Chance in der Evolution. Keine Chance. Kann sich nicht verbreiten. Ich habe keine Angst vor gefährlichen Viren. Keine. Auch nicht Marburg. Auch nicht, ich habe Lassa-Fieber, habe ich mal selbst in Fuhlsbüttel auf dem Flughafen, habe ich ein Flugzeug in Empfang genommen. Ich war ja mal Hafenarzt und Flughafenarzt in Hamburg. Und da kam aus Westafrika, kam da ein Flugzeug von der Lufthansa, war das wohl, und die kamen, da waren nur 2 Passagiere, das waren 2 Entwicklungshelfer und der eine, der hatte richtig Lassa-Fieber, der hatte eine hämorrhagische Fieber und der wurde dann, ich habe den nicht gesehen. Stand nur daneben, da kamen Plastikleute eingewickelt in Plastik und haben den in Plastik eingewickelt und haben den dann mitgenommen in irgendein Krankenhaus weiter in Süddeutschland. Und ich hatte nur das Flugzeug da stehen und musste entscheiden, darf das noch benutzt werden oder nicht. Flugzeuge kann man nicht desinfizieren, das ist schwierig. Höchstens mit Formaldehyd dämpfen. Aber dann gibt es überall Kurzschlüsse und dann fliegt das nicht mehr so gut. Also das war ein Problem, wir haben da nichts gemacht, ist auch nichts passiert. Diese Geschichte, solche Geschichten, die gibt es mit Marburg-Fieber und da gibt es eigentlich Erfahrung genug, dass man da wirklich nur krank wird, wenn man da ganz engen Kontakt hat, wenn man die anfasst und wenn man die Körpersäfte dann berührt und da kann man direkt übertragen. Das geht bei Ebola, haben wir das ja gesehen. Ebola ist ja auch so eine Erkrankung. Und Ebola, da haben sie einfach, das habe ich ja auch erlebt, da haben sie keine Diagnostik gemacht, die haben die Fälle nicht gesucht, sondern haben sich Ebola entwickeln lassen. Ich habe damals Alarmruf gekriegt von meinem Kollegen mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich war mal in Conakry und in Guinea und wo diese ersten Fälle auftauchten und der hat dann ein Labor. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, da müssen wir unbedingt jetzt Tests machen. Kannst du nicht mal die deutsche Botschaft fragen, dass die Mittel da bereitstellen? Ich könnte das machen mit meinem Labor, damit wir die Fälle finden und isolieren können. Da waren noch wenige Fälle. Und die deutsche Botschaft hat dann gesagt, nein, können wir nichts machen, das hat die WHO an sich genommen. Ja, und dann hat sich das entwickelt. Dann hat das über ein halbes Jahr gedauert, da waren 20.000 Leute, die dann da Opfer waren. Aber in der gleichen Zeit waren da überall Studien, liefen da. Überall wurden klinische Studien gemacht. Und da habe ich ins Börsenblatt geguckt. Das mache ich immer, wenn irgend sowas ist, gucke ich immer, wer hat gut davon. Medical Detectives. Ja, das lernt man. Und da konnte man sehen, Merck Sharp Dome, aha, eine große Pharmafirma, die machten da die ersten Studien mit einem gentechnischen, sogenannten Impfstoff, mit Gentherapie gegen Viren. Das war ein Virusvektor, den die da hatten und mit dem haben sie klinische Studien gemacht. Und als sie die zugelassen bekamen, das war dann ein Jahr später, da war dann Ebola zu Ende. Es gab dann nachher noch mal einen kleinen Ausbruch im Osten des Kongo. Da hat man wohl noch mal wollte man den wohl noch mal ausprobieren oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Jedenfalls die Ebola sich hat so entwickeln lassen, dass man da nichts gemacht hat, obwohl man hätte was machen können. Man hat zum Beispiel auch die Pocken, hat man ausgerottet, nicht durch die Impfung. Auch die Leute, die Pocken geimpft waren, haben in diesen Endemiegebieten, sind an Pocken gestorben und haben Pocken gekriegt. Da gibt es genügend Berichte darüber. Die Pocken hat man nur ausgerottet durch Isolierung. Dadurch, dass man die Pockenkranken isoliert hat, bis das vorbei war und dann konnten sie wieder unter die Leute. Und dadurch hat man die Pocken ausgerottet, durch ganz einfache Isolationsmaßnahmen. Ja, und das war bei der Ebola, da hat man dann diese Gentherapie, wurde zugelassen. Und ich habe solche Dinge habe die auch in Deutschland erlebt. Mit EHEC war das gleiche Drama. EHEC, kennen Sie das? Das sind die enterohämorrhagischen Kolibakterien. Die sind nicht gut, da geht die Niere kaputt. Die Leute müssen in die Dialyse manchmal. Und das sind toxische Kolibakterien. Wir haben ja Kolibakterien im Darm, die brauchen wir, die besiedeln uns. Das sind so einige Milliarden von diesen 39 Billionen, die ich da vorhin nannte. Und aber wenn die jetzt in Schafen und Ziegen oder in Haustieren, gibt es manchmal diese toxischen, da gibt es auch einzelne Fälle, gab es da, wo Menschen krank wurden, meist in der Landwirtschaft und so. Aber da war das plötzlich in der Großstadt Hamburg. Da laufen ja keine Ziegen und Schafe frei rum.
da kam das war das auffällig, die Quelle war der große Großmarkt, der Gemüsemarkt. Und da hat man irgendwelche Sprossen, hatte man dann da gefunden und verdächtigt. Und dann ist man nach Ägypten gefahren, wo die Sprossen herkamen, da hat man aber kein EHEC gefunden. Also das kam nicht von auswärts, da war plötzlich in Hamburg EHEC auf dem Gemüsemarkt. Medical Detectives. Für mich war das wie eine Brunnenvergiftung. Der gleiche Verteilungsmechanismus. Waren Sie schon mal auf dem Gemüsemarkt, wie das Gemüse frisch gehalten wird? Dann nimmt man immer so ein Wasser und besprüht das denn so. Wenn Sie da ein bisschen EHEC reintun, Coli reintun, dann haben Sie genau das Verteilungsbild wie das, was wir in Hamburg gesehen haben. Da habe ich wieder ins Börsenblatt geguckt und wieder war da eine Firma, bei der gingen die Kurse hoch. Die wollte monoklonale Antikörper verkaufen und die hat da ihre Studien angeboten, hat gesagt, wir haben da was dagegen und kam sofort und hat dann ihr Medikament da den Leuten angeboten. Das wurde dann auch verwendet und die haben das natürlich als Studie gemacht, aber das hat nicht gewirkt und deshalb wurde das nicht zugelassen. Was ich damit meine, ist, dass wir Krankheiten erleben, Ausbrüche erleben, die sind inszeniert und zwar kriminell inszeniert. Es sterben Menschen. Die gehen über Leichen. Und das muss man einfach, daran muss man denken. Ich habe damals den hamburgischen Staatssekretär für Gesundheit angerufen und habe gesagt, ich kannte dich von der Ausbildung, wir haben zusammengearbeitet. Habe ich gesagt, Mensch, geh da nicht alleine hin mit deinen Hygienikern, nimm deinen Staatsanwalt mit, stell da Sachen sicher. Und hat aber nicht gemacht. Ja, dann, das ist die ganze Liste, die ich so erlebt habe. Das sind die Notlagen, die Übungen der WHO. Das ist eine ganze Latte. Ne? Das HIV, war ich noch gläubig. Da habe ich noch nicht gemerkt, dass die Viren gar nichts mit der Immunschwäche zu tun haben. Dass das zwei Sachen sind, die der Kausalzusammenhang wurde nicht bewiesen, nie. Aber die Leute, die einen positiven Test hatten, die wurden behandelt, prophylaktisch, mit hochtoxischen Medikamenten. Und dann viele gestorben. Vielleicht würde Freddie Mercury noch leben, wenn er nicht getestet worden wäre. Ja, das war HIV. Und dann kam BSE. Ich habe diese ganzen Sachen in meinem Buch, habe ich die beispielhaft, so kurz immer, also 2, 3 Seiten für jedes Ding habe ich da geschildert, was ich da erlebt habe. Das sind alles Sachen, die ich in verantwortlicher Position mir genau angeguckt habe. Und dann war das SARS-1, da war in Guangdong, das ist in China, eine große Stadt, 120 Millionen in der Region, wohnen da mehr Leute als im Bundesgebiet. Und da hatte man doch ein paar Fälle gefunden, das waren nachher 8000 Fälle. Da sind viele Intensivstationen, da sind viele Krankenhäuser, 120 Millionen Menschen. Und da hat man dann gesehen, da sind so Pneumonien und wusste nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob da wie viele Pneumonien da sonst waren und ob da wie viele da mehr waren, weil es keine Vergleichszahlen gibt. Aber es wurde plötzlich zum Thema, da sind Pneumonien. Neue, gefährliche Pneumonien. Und dann haben sie da diskutiert, was es sein könnte. Und dann kam Herr Drosten mit seinem Test. Und der hat das erste Mal den PCR-Test gemacht auf Beta-Coronaviren und hat gesagt, das ist SARS. Immer wenn mein Test positiv ist, ist das SARS. Und dann zog Herr Drosten wieder ab und SARS war weg. Das ging ganz schnell. Das war nur so eine Episode. Aber da frage ich mich, denken Sie doch mal jetzt an die Coronaviren, an die ganzen Varianten. An die 10.000 Passagiere, die um die Welt fliegen. Wo sind die denn geblieben? Das waren noch Atemwegsviren. Das passt nicht. Die ganzen 20 Jahre haben die sich versteckt. Das war der Test damals, der gemacht wurde und der dann dieses Bild von dieser Seuche uns vor Augen geführt hat. Ich habe damals geredet im Bundestag zu dem Thema, habe eine Rede gehalten und habe die Chinesen ermahnt, dass sie doch die WHO reinlassen sollten. Ich war damals noch ein bisschen blauäugig, habe ich noch nicht so die ganzen Hintergründe gesehen. Und dann wurde ich eingeladen in die chinesische Botschaft in Berlin, hier da an der Spree. Da gab es wunderbares Essen. So ein Tisch, der sich gedreht hat immer. Da konnte man sich immer was nehmen.
Und dann haben die Chinesen immer gesagt, ja, Sie haben ja recht. Und was meinen Sie denn, was wir machen sollten? Und so war ganz höflich, ganz nett. War nett. Und dann das war aber auch dann auch gleich zu Ende. Dann war SARS weg. Und dann gab es noch ein paar Fälle in Kanada oder in Amerika. Also es gab nur noch in der Welt verstreut einzelne Herde und immer da, wo dieser Test gemacht wurde auch. Und dann in Kanada hat man ein Altenheim gehabt, oder war das in Seattle, also irgendwo da im Nordwesten Nordamerikas. Da hat man dann nochmal nachgeforscht und hat diese Patienten, die damals als SARS-Patienten aufgefallen waren, auch das war Personal und Patienten, hat man nochmal nachuntersucht auf Antikörper. Keiner von denen hatte Beta-Coronaviren. Das war dann ziemlich deutlich. Da gibt es eine sehr gute Studie darüber, die beweist, dass das mit Beta-Coronaviren nichts zu tun hatte. Ja, und dann hat Herr Drosten ja nochmal den Dromedan in der Nase gepopelt und hat dann bei MERS nochmal wieder Beta-Coronaviren mit dem PCR-Test gefunden. Da gab es dann auch ein paar Fälle wieder. Das ist, also eigentlich kann man sagen, dass immer dann Krankheiten berichtet werden, wenn einer nach ihnen sucht. Und das, was wir finden an Krankheiten, was man berichtet von Krankheiten, das zeigt eigentlich nicht so sehr, welche Krankheiten es gibt, sondern wie intensiv nach ihnen gesucht wird und womit. Deshalb meine Geschichte mit den Quiz da, mit den Affenpocken. Ne? Ja, also ganz viele verschiedene Sachen. Und das Ganze wird ja immer in den Medien breit gemacht. Und dann sagen Sie, also Herr Wodak, Sie verharmlosen das Ganze doch. Gucken Sie, haben Sie nicht die Bilder gesehen, die Särge und die Menschen in New York, die sind noch gestorben wie die Fliegen. Unverantwortlich, was Sie da sagen. Das habe ich mir dann angehört. Dann habe ich geguckt in New York, was da los ist. Habe mit Norditalienern, mit den Gesundheitsbehörden gesprochen. So wie ich damals bei der Schweinegrippe mit Herrn Collington gesprochen hatte, den ich auch kannte, der Chef der Gesundheitsbehörde in Australien. Den habe ich damals gefragt, so, wie sieht es denn bei euch aus mit der Grippe, mit Schweinegrippe? Sagt er, nix. Ist nichts, das ist die harmloseste Grippe, die wir lange hatten. Und da wusste ich Bescheid, denn wenn Winter kommt bei uns, da kann auch nichts kommen. Und so kann ich, dadurch, da ich Verbindung habe, ich habe mir die Daten angeguckt und da gab es dann solche Bilder hier, das war in New York. Da ist von Mitte März bis fast Ende Mai oder Mitte Mai sind tatsächlich sehr, sehr viele Leute gestorben in den Krankenhäusern. Die sind alle im Krankenhaus gestorben, das sind nur die Fälle aus dem Krankenhaus. Und das waren ein paar tausend Leute, 15.000, glaube ich, die da gestorben sind. Das ist eine Menge in einer Stadt. Und dann habe ich mir gesagt, oh Donnerwetter, wenn das so gefährlich ist, das ist ansteckend, dann guck doch mal in den anderen Städten. Und dann habe ich da oben gesehen, San Francisco ist nichts gewesen, gar nichts. Florida ist auch nichts gewesen da. Und unten ist die Spitze von New York. Und dann habe ich mich da genauer darum gekümmert. Das habe ich schon im März gemacht, zu Anfang März. Das war, als das losging. Da hatte ich nämlich Berichte gehört von einzelnen Ärzten aus den Kliniken, die sagten, das ist keine Pneumonie. Das ist ganz anders. Die Leute, bleibt die Luft weg plötzlich. Oder die kriegen keine Luft, als wenn sie über 10.000 Meter Höhe ausgesetzt werden. Das habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich mit denen auch Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir geguckt, was kriegen die denn da für Medikamente? Und da war das dann schon klarer. Die haben also nicht nur Remdesivir bekommen, also was ja auch schädliche Nebenwirkungen hat und überhaupt nicht hilft gegen Viren, was überall immer noch empfohlen wird, sondern die haben Hydroxychloroquin bekommen in einer 10-fachen Dosis, in einer wahnsinnigen Überdosis. Und das war offiziell empfohlen. Das sind 3 Studien, große Studien, weltweit gelaufen. Von der WHO sind die empfohlen worden. Nicht nur für Menschen im Krankenhaus, auch für das Krankenhauspersonal prophylaktisch haben die den ganz Hydroxychloroquin gegeben. Da gab es 2 Sachen. Einmal, das Zeug ist toxisch in dieser Dosis, das heißt, das Herz kann stehen bleiben. Das macht Störungen des Herzreizleitungssystems, wenn das überdosiert wird. Da sind in Brasilien in der Studie 11 Leute gestorben, deswegen, auch mit der höheren Dosis, hat man die Studie abgebrochen. Und die haben weitergemacht, haben das empfohlen. Und in New York ist das intensiv gegeben worden. Zweiter Effekt bei Hydroxychloroquin, der diskutiert wird und der jedenfalls in den Büchern steht, ist,
dass Menschen, die aus Malarialändern kommen, wo Malaria endemisch ist, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die haben eine Enzym, ja, die sind anders ausgestattet mit Enzymen. Und wenn die jetzt das schützt sie vor Malaria. Deshalb gibt es das da in den Malarialändern so oft, diesen Defekt. Wir sagen Defekt, aber für die ist das positiv. Aber wenn die Hydroxychloroquin kriegen, dann platzen die roten Blutkörperchen. Gibt es eine Hämolyse und dann bleibt ihnen auch die Luft weg. Und das sind meistens dann Schwarze. Das sind Leute, die aus Malarialändern kommen. Und der Anteil der Farbigen, die gestorben sind, ist riesig hoch. Viel höher als der Anteil der Weißen. Das ist aber nicht untersucht worden weiter. Und die Krankenhäuser haben für jeden Intensivfall $30.000 gekriegt, extra, wo sie sagten Covid und den sie wie Covid behandelt haben. Die haben die Leute umgebracht für Geld. Das hier ist die Empfehlung des NICE, das ist die englische Behörde, die so ähnlich wie unsere, und wer macht das bei uns, gemeinsam Bundesausschuss oder so, die empfehlen, was man tun soll gegen Krankheiten. Und da sagen die, man soll Opioide und Benzodiazepine geben, also Valiumartige Substanzen. Da ist das Midazolam, ist ein so ein Medikament, was ein ganz starkes Beruhigungsmittel ist. Das nimmt man auch, gibt man den Leuten auch, bevor man sie intubiert, damit sie diese Intubation tolerieren und nicht anfangen zu würgen und zu husten und sich das rauszureißen. Und das hier ist der Gebrauch von Midazolam in England, in den verschiedenen Regionen Englands, unten, wo die farbigen Linien sind. Da sehen Sie, da gab es eine Zeit, da wurde sehr viel Midazolam verbraucht in den Krankenhäusern. Und dann gab es danach nochmal so eine kleine Zeit. Und da oben sehen Sie die Übersterblichkeit in England. Zur gleichen Zeit. Das beweist keine Kausalität, aber das legt den Verdacht nahe. Und diesem Verdacht müsste man eigentlich nachgehen. Müsste man sich jeden Fall angucken. Wird nicht gemacht. Ja, da ist viel passiert. Und das Ganze lief als Gegenmaßnahme im Krieg gegen die Viren. Nous sommes en guerre, hat der französische Ministerpräsident gesagt. Wir sind im Krieg gegen die Viren und im Krieg gelten andere Regeln. Da werden alle Regeln, die Qualitätssicherung im Labor, Qualitätskontrolle, bei den Zulassungsregeln, es wird alles, spielt keine Rolle. Jetzt müssen wir handeln. Was ist da auf dem Markt, was können wir nehmen? Das kaufen wir ein, das müssen alle kriegen. Die ganze Logistik der Gentherapie, die man benutzt hat gegen die Infektion, ich nenne das nicht Impfung, obwohl das im Arzneimittelgesetz so genannt wird, seit 2009. Die ganze Logistik ist gemacht worden unter militärischer Aufsicht. Das ist gemacht worden generalstabsmäßig. Das ist überall gleichzeitig passiert. Das ist gemacht, die Finanzierung der Entwicklung dieser Countermeasures, dieser Biokampfstoff-Gegenmittel, die wurde finanziert vom Department of Defense. Und jetzt hat das Department of Defense ist es gerade wieder dabei und bezahlt diesen Herrn da, der kriegt in Seattle gerade, hat er ein paar Millionen gekriegt, damit er ein Nasenspray macht gegen Vogelgrippe. Department of Defense bezahlt. Meldungen in den Zeitungen da ist nichts geheim. Das ist alles publiziert. Und dass es erlaubt ist, dass die plötzlich sich nicht mehr an die normalen Gesetze halten müssen, auch das ist in den letzten 20 Jahren in der amerikanischen, aber auch in der europäischen Gesetzgebung und Verordnungsgebung als Kann-Regelung überall eingeführt worden. Im Notfall kann man davon abweichen. Davon haben die Gebrauch gemacht. Das haben die gemacht. Deshalb die Studien, die noch liefen, oder die Studien, die erst liefen, als man schon anfing, das Zeug zu produzieren. Und da sehen Sie im Hintergrund, sehen Sie dann die ganzen, das sind 120 Stoffe, es soll alles gespritzt werden gegen Infektionskrankheiten, das sind alles RNA. Das nennen die auch immer Impfung, das ist Gentherapie gegen Infektion. Wenn man Ihnen vor 5 Jahren gesagt hätte, sind Sie bereit, sich gentechnisch verändern zu lassen gegen Grippe? Ich dachte, die tickst wohl nicht richtig.
Jetzt haben 190 Millionen Spritzen ihren Muskel gefunden in Deutschland. 190 Millionen solcher Spritzen sind angewandt worden in Deutschland. Ja, und das Ganze, das funktioniert nur, wenn man den Leuten erzählt, dass es was Schönes ist und dass man es gut meint. Das macht man mit Werbung, das kann man aber auch Propaganda nennen, wenn das gemacht wird. Und das wird immer so gemacht, dass man die öffentliche Meinung so lenkt, dass man sagt, dass man den Menschen sagt, das ist zum Nutzen, das müsst ihr so, das ist gut für euch. Wir meinen das ja gut mit euch. Das nennt man, das hat man auch in der Tavistock-Klinik, hat man das mal benannt, in der Psychiatrie. Dann nannte man das Double-Bind-Phänomen. Das heißt, dass die typische Situation, die Mutter, die dem Kind sagt, komm, du gehst mir nicht raus, ich meine das doch gut mit dir. Nicht? Du darfst die Freiheit einschränken, aber immer, das Kind kann sich dann nicht wehren, die meint das ja gut mit mir. Und wir hatten ja eine Mutti, die das gemacht hat mit uns. Die meinte das ja gut mit uns. Ja, und damit wir das mitmachen und nicht protestieren, da wird jetzt systematisch unser Inventar zerstört. Das heißt, das, was wir als Bestand haben, was wir als Bestand, als Gesellschaft, als Gemeinschaften, als Bestand haben, wo wir uns gar keine Gedanken machen. Wenn ich sage Moin Moin, dann versteht man das in Bayern nicht, aber da oben in Schleswig-Holstein weiß man genau, der sagt nicht Guten Morgen, sondern er sagt Alles Gute. Aber das ist unterschiedlich. Ja. Und das ist genauso, wie man sich verhält, wie man spricht, die Sprache, die Art des Umgangs. Da setzt man was voraus, dass der andere schon weiß, was man meint. Und das kann man Bestand nennen. Das hat der Michael Esters hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, über die Bestandsvernichtung, wie das funktioniert. Dieser Bestand macht das Leben einfach, macht die Kommunikation leichter. Wir müssen nicht jedes Mal fragen, was meinst du damit? Und dieses Inventar, dieser Bestand wird vernichtet zurzeit. Wir sind nicht mehr sicher mit Mann und Frau, dass wir da um Gottes Willen nichts verkehrt machen, auf der Toilette und so überhaupt. Nicht? Eigentlich hat sich da nicht viel verändert, aber jetzt ist das ein Risiko, dass man die falsche Tür wählt. Und so ist das auch in der Politik mit rechts und links. Nicht? Faschismus, es gibt Antifa. Aber mit was für Methoden? Kommt alles durcheinander. Und gibt es also, ja, der kulturelle Bestand wird vernichtet. Und eines dieser Methoden ist, dass man Menschen zusammenbringt, die unterschiedlichen Bestand haben, die dann sich nicht verstehen. Dass man die Bevölkerung durchmischt. Dass man Leute, die selbstverständlich zu Hause sich gut verständigen miteinander und gut zusammenleben und müssen nicht über alles erklären und so. Und da ist es eben so üblich, dass man so miteinander umgeht. Und hier ist es anders. Und wenn man das durchmischt, dann gibt es Angst, Unsicherheit, dann gibt es Missverständnisse, dann gibt es vielleicht Aggressionen. Und dann kriegt man die Bevölkerung gegeneinander gehetzt. Und dann schafft man Unfrieden, Unsicherheit, Angst, destabilisiert. Und das ist das, was wir zurzeit erleben. Und zwar mit ganz vielen Dingen. Und damit man unsere Schwächen auch kennt und nutzen kann, werden Daten gesammelt und wird genau geguckt, wie wir auf alles reagieren und wer reagiert. Über die Handys kann man das wunderbar machen. Kann man genau sehen, wie Menschen auf solche Dinge reagieren. Die ganzen sozialen Medien, da brauchen Sie nur irgendwelche Leute, die irgendwas Falsches schreiben. Und dann sehen Sie, ob das einen Ärger gibt oder nicht. Das kann man absichtlich machen. Wenn Leute engagiert, die sagen irgendwas, schmeißen Stein ins Wasser, dann gucken wir, wie die Wellen gehen und wo man noch einen Stein schmeißen könnte. Das sind Leute, die werden bezahlt, die machen Ärger, die bringen uns durcheinander. Das einzige Mittel ist kein Fernseher mehr, Handy weg, wieder miteinander schnacken. Ja. Und Sie sehen ja diesen bunten Ring, der Ring, sie zu knechten, nicht? Kennen Sie doch, Herr der Ringe. Dieser Ring, da kann man nichts dagegen haben. Das sind alles gut gemeinte, wirklich gute Sachen. Klimaschutz, Umweltschutz, gegen Hunger kämpfen, gegen Krankheiten kämpfen, Armut bekämpfen. Wer ist denn dagegen? Niemand.
Und dann sagen sie uns, was wir tun sollen, damit das passiert. Ja, wenn du das nicht mitmachst, du willst doch nicht, dass die Leute weiter hungern. Du willst sie doch nicht diskriminieren, ihre Freiheit beschränken. Also damit kann man uns knechten. Und da gibt es dann die großen PR-Agenturen, die das ausarbeiten, wie das gemacht wird, wie man damit umgeht. Das ist das, was wir zurzeit erleben. Und da sind die ganzen verschiedenen Bereiche, in denen das gemacht wird, mit Krieg, mit Klima, mit Aufhebung der der Staatengemeinschaften, wo die feste Regeln gelten, die gelten plötzlich nicht mehr, weil die überregionalen Regeln dann das ersetzen sollen und so weiter. Also da ist so viel, was da eingefallen ist und was da schon gemacht wird, dass es erstaunlich ist. Und ich habe noch ganz kurz ein paar Sachen mit den Daten, das will ich aber nicht so weit mehr ausführen, weil das schon so lange dauert. Der Spahn hat unheimlich viele Gesundheitsdatengesetze gemacht, weil er sagt, Digitalisierung, sonst gibt es keine Gesundheit. Und da hat er alles digitalisiert. Da hat er die Apps zum Sammeln von Gesundheitsdaten auf Kassenkosten. Die Kasse bezahlt die App. Das darf sie aus unseren Gebühren. Oder elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung digitalisiert, elektronisches Rezept digitalisiert, Heil- und Hilfsmittelverordnung digitalisiert, vollständige individuelle Krankheitsdaten für den Morbi-RSA. Wissen Sie, was das ist? Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich. Sprechen Sie mal nach. Das ist das, wir haben die Krankenkassen noch im Wettbewerb. Seit 2004 so richtig doll. Und da hat man einen Lastenausgleich erfunden, weil es gibt einige Krankenkassen, da sind nur gut verdienende, gesunde, junge Ingenieure. Betriebskrankenkasse XY. In einer anderen Krankenkasse sind die alten Rentner in Berlin. Die sind teuer. Und in der einen Krankenkasse müssten sie eigentlich nur 3% aus der Lohntüte zahlen, könnte alles bezahlt werden. In Berlin, bei den Rentnern 26%. So ein Unterschied. Und die ist natürlich nicht konkurrenzfähig, die Kasse denn mit den Rentnern. Also muss man das ausgleichen. Die Kasse, die gesunden Ingenieure hat, die muss der Kasse mit den Rentnern was abgeben. Und das ist der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich. Und das haben Leute gemacht wie Lauterbach. Der ist einer der Betreiber, der das Ganze forciert hat und immer unter dem Deck, es muss gerechter sein. Aber was das bedeutet, heißt, dass man Daten sammelt. Man muss jede Krankheit, jede Diagnose, man muss jede ambulante Therapie, jede Krankenhausdiagnose, alle Eingriffe, das wird alles gesammelt, weil man das ja braucht, damit es gerecht ausgeglichen werden kann zwischen den Kassen. Das ist ein Vorwand, um uns total zu durchleuchten. Seit 2004 geht das und das ist jetzt, erst war es nur 80 Krankheiten, die man gesammelt hat, das nannte man Grouper, die verschiedenen Risikogruppen. Und jetzt hat er den kompletten, hat das Vollmodell, das heißt, das werden alle Diagnosen gesammelt. Und das ist Gold wert, das ist richtig viel wert. Das Gold der Zukunft. Sogar die genetischen Daten werden gesammelt, da gibt es einen Wettbewerb weltweit. Als sie die PCR-Tests gemacht haben, gab es einige Firmen, die haben so ganz nebenbei sequenziert. Eine Rostocker Firma hat das gemacht, da stand eine große Rostocker Firma, da stand das unten so, wir hiermit erklären sich bereit, auch die Daten für wissenschaftliche andere Zwecke zu. Den PCR-Abstrich. Das fiel dann auf und dann haben sie das wieder weggelassen. Aber die Chinesen haben das gemacht, also weltweit, die haben überall Container aufgestellt. Ich habe im Balkan mehrere Länder gesehen, die haben PCR-Container aufgestellt und haben da immer die Gendaten gesammelt, überall geerntet, massenhaft. Und die Europäische Union hat so ein Programm gemacht, Million Genome Data oder irgend sowas. Und dann da kamen die Politiker von uns, die kamen dann alle hin, ja, das bringt die Forschung weiter und so weiter. Die Forschung bringt das weiter, die Marktforschung aber nur. Ja. Und das ist hier die Riesendatenbank. Und das ist, da unten ist der Report vom amerikanischen Kongress, der berichtet, was alles erlaubt ist und was da so alles läuft in Amerika. In Deutschland die Daten durch der faire Kassenwettbewerb, Sie sehen diese ganzen ambulanten, dieses Bermuda-Viereck da, diese ganzen Daten, die da ausgetauscht werden zwischen Ärzten, Krankenkassen, kassenärztlichen Vereinigungen. All das geht schwupp auf die Datenautobahn in Richtung Gematik. Gematik, das war mal eine Organisation, die wurde gegründet von den Krankenkassen und von der Ärzteschaft. Und da haben die sich so über Digitalisierung, Techniken in der Praxis und sowas, haben die sich Gedanken gemacht, immer gestritten und so.
Und dann hat der Spahn irgendwann mal in einem Handstreich bei einem Gesetz hat er als Zusatz, irgendwie hat er noch was reingebracht, das ist ein Änderungsantrag für diese Gematik-Regel und dass der Bund 51% der Anteile übernimmt von der Gematik. Und das ist dann so durchgegangen, hat zwar Protest gegeben bei den Kassen und bei den Ärzten, aber das haben die gemacht mit den Politikern mehrheitlich. Und dann konnte Herr Spahn sofort bestimmen, was in der Gematik passiert. Sofort. Und er war ja Lobbyist. Er hatte ja gleichzeitig, ich kenne ihn ja, ich war schon im Gesundheitsausschuss, da kam er dann dazu, nach 4 Jahren, der Bankkaufmann Spahn. Und der ich wusste es nicht damals, sonst hätte ich ihn da ganz schön geärgert. Der hatte da 25% an einer Firma, an einer Lobbyistenfirma. Und der hat dann auch gute Arbeit gemacht. Der hat dann diese ganzen digitalen Gesetze und dann hat er sofort einen Auftrag, den hat er sofort erstmal zum Chef gemacht, den Herrn Leik-Dieken. Herr Leik-Dieken, Pharma-Manager, Top-Manager. Ich glaube, Ratio Farm war irgendwie einer der wichtigen Leute. Und dann vorher in anderen Firmen. Und den hat er zum Chef der Gematik gemacht. Herr Leik-Dieken hat sofort, von dem hat er auch dieses Haus hier irgendwo gemietet oder gekauft, ich weiß nicht, irgendwie, die kannten sich auch so. Und dann hat Herr Leik-Dieken sofort einen Vertrag über 8 Jahre gemacht mit der Firma Avato. Weil Gematik, da sind nicht genug Leute, die mit diesen riesen Datenströmen denn technisch und die das managen können. Aber Avato ist spezialisiert, das ist eine Unterfirma von Bertelsmann. Also eine private Firma. Und die kriegen alle Daten, alle Gesundheitsdaten, fließen da zusammen. Ein Reichtum. Und da gibt es so viele Leute, die haben da so ein Interesse dran. Und das ist bei einer privaten Firma natürlich alles geschützt. Kann nichts passieren, haben Sie keine Angst. Sie können übrigens Ihre Krankenkasse fragen, welche Daten von Ihnen da sind. Gibt es einen Club, gibt es einen Verein, der das vorbereitet hat, diese Fragen? Und da staunen Sie, was man alles fragen kann, was da alles so, ja, auch wie Sie risikomäßig liegen. Ja, das ist etwas, was die Selbstbestimmung natürlich im Gesundheitswesen ganz stark erschwert, dadurch, dass die so viel wissen können, die uns steuern. Ja. Und dann hat der Leik-Dieken gleich das an alle Ärzte geschickt, Informationsblatt, da steht drin, liebe Ärzte, wenn Sie die Schweigepflicht nicht mehr beachten, sondern alles von Ihren Patienten weitergeben, haben Sie keine Angst, Sie werden weder strafrechtlich noch zivilrechtlich müssen Sie dafür haften oder werden Sie dafür belangt. Hat er den gleich geschrieben. Das kann man einfach so machen. Ja, die Daten sind, digitalisierte Daten sind nicht geheim zu halten. Es gibt so viele Leaks und sowas. So, dann will ich nachher in der Diskussion mit Ihnen hierüber reden. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Vielen Dank.